Rajni? Ranjit? Ranjit? Vishnu? Khan. Ich komme heute in Deutschland, nur um hier zu sein bei euch. Nur bei euch. Ich komme aus Indien. Indien ist ein sehr großes Land. Und ich komme aus einem kleinen Dorf in Indien. Eine kleine, arme Dorf. Ja, unser Dorf war so arm. So arm. Damit ich hierher kommen konnte, musste mein ganzes Dorf rasieren die Haare ab und verkaufen. Verkaufen für Perücken. Hallo, eine Weiße, hä? Ich erzähle. Hallo. Nee, sind leise, ne? So, damit ich hierher kommen konnte, wie ich gesagt habe, ne? Ich habe rasierte Haare und verkauft für Perücken. Geld, ne? Geld. Und dann bin ich hierher nach Deutschland. Aber Deutschland ist richtig hart. Die ersten Monate hier, ich dachte, es gibt gar keine Klos. Weil jedes Mal, wenn ich Toilettenschild sah, stand drauf, Toilette am Ende des Ganges. Aber Ganges ist Fluss in Indien. Das ist nicht gut. Ja, da stand ich hier also, stand ohne Job und ohne Geld. So ganz ohne Geld. Das ist nicht gut, nicht gut. Also, ich habe mich beworben als Dolmetscher. Aber Dolmetscher ist nicht gut für Inder. Nicht gut. Bei meinem Vorstellungsgespräch. Hallo? Ich habe auf die Tastatur von Deutschland tippen müssen. Aber ihr Deutschen, ihr seid verrückt. Ich werde schon wieder so laut. Gut. Hallo. So, an alle. Ich möchte nochmal betonen, wir haben hier lauter Laie auf der Bühne stehen, die sich extrem viel Mühe gemacht haben, euch heute hier was darzubieten. Und ich bitte doch wirklich nur einfach darum, ein bisschen leiser zu sein, damit sich der Vortrag auch wirklich lohnt. Sonst macht es den Leuten wirklich keinen Spaß. Das ist schade. Ja? Danke. Also wo war ich jetzt? Ich war bei Tastatur. Deutsche sind verrückt. Ihr habt eine Kuh auf eurer Tasche. Eine Kuh. Man kann keine Kuh drücken. Wenn du Kuh drückst, du drückst heilige Kuh. Kuh ist heilig, das geht nicht. Deutsche sind. Ihr seid so verrückt. So verrückt. Wo war ich? Habe ich vergessen, weitergehen. Kuh, genau. Ich konnte nicht arbeiten als Dolmetscher. Also, ich bin gegangen zu McDonalds, ne? Das ist ein guter Job, Gut bezahlt, machst mir nicht, das ganze Tag faulenzen, ne? Und essen die Hamburger. Aber irgendwann, ich habe mich gefragt, die Hamburger schmecken so gut. Was ist da eigentlich drin? Ja, ist schlecht. Nee. Als Inder, du darfst hier keine Kuh essen, weil die Kuh ist eine heilige Kuh. Also, ich habe gelesen auf die Packung, unsere Kuh. Und auf einmal wird mir die Essen in den Hals stecken. Ich war blau geworden, ganz weiß und blau und grün und alle Farben, die es nur gibt. Auf einmal einer kommt und macht die Heimlichgriff bei mir. Und ups, es ist gleich wieder raus. Der Mann, der mich gerettet hat, wurde mein bester Freund. Mein bester Freund ist es geworden in Deutschland. Ja, jetzt habe ich als gekündigt bei McDonalds, ne? War bei so viele andere Konzerne. Aber haben wir alles jetzt in Indien? Weil in Indien, wir essen kein Kuhfleisch. Also McDonalds lohnt sich nicht, ne? In Indien haben nur diese arme Dorf. Und diese arme Dorf, die Menschen, die sind so arm, wir haben nur einen Stuhl in die Dorf. Einen Stuhl.
am Tag, wir müssen nur abwechseln mit den Sitzen. Wir müssen immer zu zweit sitzen. Mit Schlund auf die Stühle sitzen. Aber ich habe eine ganz dicke Schwester. Ganz dicke. Richtig dicke Schwester. 200 Kilo ist gar nichts. Gar nichts. Wir sitzen auf die Stühle, ich setze auf meine Schoße, so richtig schwer. So richtig schwer. Oh, meine Schwester arbeitet ja jetzt als Stewardess. Das ist nicht ein guter Job, aber bei der Airline, die India Airline, habe ich nicht genommen, weil es lang oder so. Nee. Meine Schwester ist richtig. Air India, wir fliegen auf Inseln. Die Insel ist richtig klein. Und auf der Insel, die haben keine Landebahn. Nur so richtig kurzer Landebahn. Und jetzt landet der Flugzeug auf die kurze Landebahn. Also, die haben meine Schwester. Meine Schwester steht vorne in dem Flugzeug. Der Captain macht ups, macht meine Schwester auf. Und das Flugzeug geht 200 Kilometer runter. Jetzt fliegt der Flugzeug so ganz gerade runter. Meine Schwester direkt an die Kantine von dem Flugzeug, macht immer ups, ist das Flugzeug wieder gerade. Das Flugzeug kann richtig gut landen, richtig gut. Richtig gut. Ja. Also, jetzt weiße Linien, dort hatte ich richtig guter Job. Richtig gut. Ich habe gebaut, ich habe gebaut mit Kukaka. Wir bauen unser Haus aus Kukaka, weil Kukaka ist heilig, ja? Richtig gut. Und wenn wir ein Haus haben, dann kommen wir alle in den Himmel. Da kann ich auch so, ne? Und jetzt habe ich gebaut mein Haus. Mein Haus, ich nehme die Eimer und nehme erstmal die Kukaka. Ich habe die Kukaka und ich gerührt. Auf die andere Seite gerührt. So, jetzt wird geschüttelt. Auf die Wand. So, jetzt waren da die Leute von Bollywood. Man mag nicht glauben, aber die haben genommen meine Bewegung und haben daraus gemacht. Tanz. Richtig guter Tanz. Der Tanz, der war nachher im Bollywood-Film mit Shah Rukh Khan. Das will ich mal glauben. Die Leute, die haben mich gefragt, ob die benutzen dürfen, meine Tanz. Haben wir gegeben, ganze 3 Rupien. 3 Rupien ist so richtig viel in Indien. Und da habe ich mir die 3 Rupien für meine kleine Dorf zu Hause gekauft, eine Glühbirne. Die Glühbirne ist richtig wertvoll in Indien. Wir haben eine richtig große Dorf und eigentlich ein kleines Dorf, aber für uns ist es richtig groß. Wir haben einmal im Monat, wenn wir gesammelt haben, genug Strom, wir setzen uns alle zusammen. Und diese Glühbirne machen die für 1 Stunde an. Haben alle Bahn. Wir haben uns, wir erzählen uns Geschichte. Ganz viel, ist ganz schön. Wenn ich noch lauter rede, dann druckt die vorne die Leute. Die trägt's nicht, die haben das gerne. Ah ja. So, zwischendrin Applaus. Nicht guter Leute in Deutschland, ey. Oh. Richtig guter Publikum. So, wo war ich jetzt? War bei die Glühbirne. Die Glühbirne. Ich habe gekauft die Glühbirne von meinem Haus, ne? Von meinem Dorf. So, also wir haben uns da dran gewärmt und haben wieder Geschichte erzählt und das ist richtig toll. Aber ich habe gemerkt, die Leute, die machen Millionen mit meinem Tanz. Nicht, ich habe bekommen 3 Rupien. 3 einfach Rupien. So, und so habe ich mir gedacht, komm ich nach Deutschland, das ist eine schöne Frau, na, Susanna, Baby. Ah, das sind schöne Frauen, die haben Geld, die Deutsche, und die sind ein bisschen verrückt. Aber egal. Also ich komme nach Deutschland und so, habe ich alles schon erzählt. So. Ja, meine Frisur, ne?
Das habe ich schon wieder vergessen. Ich bin sehr vergesslich in letzter Zeit. Also, ja, jetzt muss ich überlegen. Ist schlecht, ich muss überlegen, weil ich habe schon wieder vergessen. Ja. Ja, also, dann hat die Deutschland entwickelt neue Tanz. Aber mit dem Tanz will ich Millionen machen. Ich habe erzählt, ich habe gearbeitet bei den McDonald's und bei den Kentucky Fried Chicken und so. Und dann habe ich meine Freunde, die mich gerettet hat, Leben, habe ich beigebracht, eine neue Tanz. Und Tanz, das war die Pizza, Kentucky Fried Chicken in der Pizza, Kentucky Fried Chicken in der Pizza, McDonald's, Kentucky Fried Chicken in der Pizza, McDonald's, Kentucky Fried Chicken in der Pizza. So, jetzt hat mein Freund, die DJ Ochi, hat gemacht mit den Tanzmillionen und hat mich gut beteiligt. Jetzt bin ich Millionär. Jetzt kann ich mich nicht beklagen. Ich kann revanchieren für mein Dorf, die sich abrasiert haben, die Haare. Ich muss denen jetzt ganz viele Mutzen, weil es Sommer und die Hände ist richtig hart. Das ist richtig hart. Du willst es erleben, das Sommer in Indien. Du wirst ganz braun. Deswegen, ich habe ja alle Farben wieder verloren. In Deutschland ist es dunkel und so sonnenlos. Sonnenloser Land, gottloses Land hier. Ist alle gut. Alle verdorben hier. Alle verdorben. Schlimmer Land. So.